Der Eistitan Polaris! Ja, einer der beiden Titanen, die Hades auf uns losgelassen hat. Nummer 1 haben wir im Hades-Kampf am Schluss ja platt gemacht. Und ich muss ganz mal von vorne anfangen. Weil ich schon zu Beginn weg einen Fehler gemacht habe. Sehr schön. Natürlich immer geil, wa? So. Und zwar Polaris. Wie kämpft man gegen Polaris? Erst einmal Aero oder Aerogar ist verboten, dürft nicht anwenden. Also sprich da den Schutzschild um euch, und zwar aus dem Grund. Wie ihr schon seht, ich bringe noch hier ein bisschen in Position, in Sicherheit. Er kann hier wüten, wie er will. Das einzige Interessante, was mich interessiert, sind diese Eissplitter, diese kleinen. Weil die muss ich blocken, nach ihnen zurückschlagen. Alles andere hat keine Wirkung. Rein theoretisch kann man so mit Feuer arbeiten, aber mein Magiewert ist eh so schwach, dass ich da lieber sage, nö, come on, lass auch mal lieber. Und ja, mal gucken, wa? Natürlich immer ganz geil, man muss das Timing abwarten, wenn man rechtzeitig, knapp bevor sie einen treffen würden, den Konter ausführen würde, würden alle 5 später zurückgeschickt werden. Ja, der wird zum Beispiel perfekt, das habe zumindest nicht mehr vom Angriff ausgewichen. Das ist Phase 1, Freunde. Phase 1, von dem her kann man sich antrainieren, dass man irgendwie sagt, okay, nicht so wild, vor allem wenn man auf der Tribüne auch gut vor seinen Eiswellen in Acht gehen kann. Der Grund, wieso man... Oh! Sehr gut. Erstmal ganz kurz auf die Omme drauf. Das ist der einzige Zeitpunkt, wo man seinen Kopf angreifen kann, zumindest physisch. Der Grund, wieso man kein Aerogal, Aeroal, wie auch immer einsetzen darf, sprich ein Schutzschild, ist derjenige, weil er dann das Gefühl hat, er müsse größere Splitter auf einen schleudern, die man nicht mehr kontern kann. Natürlich scheiße. Deswegen Aerogar hier im Kampf gegen Polaris einfach mal ausschalten, nicht benutzen. Und sich lieber auf seine Konterfähigkeiten verlassen. Wenn ich es so viel habe. Aber es geht, ihr seht, ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich gegen ihn antrete. Ich habe schon ein paar Versuche gegen ihn gehabt und so. Hier kann man sehr schön kontern, jetzt macht er seinen scheiß Eisatem. Und theoretisch ausweichen kann. Und da kommt auch schon der Eisregen. Kurz heilen, ausweichen. Das, ja, jetzt haben wir Phase 2, Freunde. Jetzt macht er wieder, oh, jetzt macht er den Scheiß. Oder die Eissplitter. Die Stalagmiten, wa? Nee, Polaris, In Hansener Bewegung kann man eigentlich erahnen, was er vorhat, wenn man es halt weiß und, ja, darauf achtet. So, jetzt machen wir den Quatsch. Ihr merkt, ich bin so ein bisschen aufmerksamer im Kampf. Es läuft, da blocken, perfekt. Jetzt muss ich langsam dabei sein, dass er, ja, jetzt... Das ist das Problem, weil er die Eissplitter einsetzt und direkt den nächsten Move macht. Ja, man muss nicht jeden Eissplitter kommen, ne? Man kann auch ein paar auslassen, zurückschlagen und so. Naja. Aber bevor ich es vergesse, ja, ich habe den scheiß Balken oben und unten. Tut mir leid, Freunde, wieder mal. Diese Aufnahme ist mit der letzte. Der letzte Kampf, der jetzt gegen Polaris ist, einfach jetzt noch ein bisschen mit der Aufnahme vergeigt. Die gegen die restlichen beiden noch fehlen, gegen den... Sag jetzt mal gegen den Unbekannten in der Holobastion plus gegen Sephiroth nachher. Die sind richtig aufgenommen, keine Sorge. Das ist jetzt der letzte noch ein bisschen. Weil man merkt nicht viel. Ist wieder Glück. Hui. So. Okay, da war jetzt ein bisschen vergeigt. Da war ich zu früh mit Blocken. Kurz heilen. Ja, Magic. Ausweichen. Polaris aber schon gut runtergeklappt, aber es wird leider noch eine Weile dauern. Kann ich jetzt schon mal sagen, weil, ja. Bis er mal wieder auf die Knie geht und bis dann Phase 3 beginnt. Weil in Phase 3 rastet er richtig aus. Da hat das Gefühl, er müsste plötzlich alles miteinander kombinieren. Randommäßig und so zuschlagen. Also ist nicht schlecht. So, hui, da ausgewichen. Gekontert, geheilt, ausgewichen und ausgewichen. 3-mal immer. So, zurückschleudern, ausweichen, jetzt machen wir die Stalagmiten, von mir aus, ausgewichen. Oder auch nicht. Blocken, treffen lassen, weil ich zu doof bin. Kontern, gleich heilen. Ne, ich bin zu doof. Okay, ausweichen, heilen, wäre vielleicht mal eine Option. Jo. Ausweichen. Und man sieht schon seinen grünen Balken. Jetzt kann man natürlich denken, oh, okay, jetzt kommt er sogar runter. Jetzt hat man ihn doch schon fast. Ja, theoretisch. Und auch wenn man jetzt so physisch herankommt, man macht halt nicht so viel Schaden, außer natürlich man hätte einen höheren Wert. Sprich vor allem Angriffswert, besser Schlüsselschwert und so.
wäre natürlich was anderes. So, hier muss man ganz kurz ausweichen. Ist er schon in Phase 3? Ja, ich glaube, es ist Phase 3, war. Sie ist gleich. Aua. So, Kontern. Super, sie nichts mehr. Hm. Das ist dann noch Phase 2. Das ist noch Phase 2. Die allbekannte Strategie. Jetzt machen wir den wieder. Macht er. Jetzt machen wir den Eisatem. Hui. Iceballs, Attacks! So, ich finde hier unten ist eine schöne Position, wenn man so auch eben die Eiskristalle sehr gut sehen kann. Je nachdem, wo du halt stehst und die anvisiert ist, dann siehst du die halt nicht richtig, dass sie auf dich zugeflogen kommen. Weil eben, auch hier macht Übung den Meister. Und wenn man halt lang genug gegen ihn catcht und so, dann merkt man irgendwie auch, welche Taktikkristalle angeflogen kommen und so. Also, ich finde, Polaris ist ein schöner Gegner, um das Kontern zu üben. Muss ich ganz ehrlich zugeben, finde ich von dem her ein sehr, sehr schöner Gegner. Natürlich musst du erstmal auf die Idee kommen, da mit unseren Eiskristallen und so, dass du ihn sonst nicht angreifen kannst. Das ist, ja, ungewohnt, sag ich jetzt mal. Wobei beim Phantom war es ja ähnlich, war? Da kannst du auch nicht einfach so direkt angreifen. So, ausgewichen, ausgewichen, sehr schön. Momentan, ich schlage noch nicht so gut. Aber gerade vorhin gesagt, man sieht schon das Grüne. Ne, man sieht eher so das Gelbe. Oh, scheiße. Ja, ich glaube, Phase 3 kam eher so, so müsste jetzt gleich kommen. Wenn die, glaube der nächste Balken unten ist, so, jetzt macht er den totalen Scheiß. Okay. Gut, man sieht schon mal den grünen Balken, ne? Das ist schon mal die halbe Miete. Ja, ich glaube, wir sind in Phase 3. Bin nicht so ganz sicher. Doch, wir sind in Phase 3. Wie gesagt, es kombiniert ein bisschen. Und setzt seine Eisballs halt ein bisschen random ein. Nicht nur, wenn er da auf den Boden draufschlägt, sondern natürlich auch hier, wenn er die Eiskristalle einsetzt. Oder hier zum Beispiel. Wenn er die Stalagmiten einsetzt, zack, kommen dann noch ein paar. Ja. Eisballs sind oben. Hui, ausgewichen. Yeah. Aua, umgetroffen. Oh, ja, Phase 3, der ist ganz mies. Der Angriff ist ganz mies. Deswegen lieber ein bisschen außen bleiben, weil hier greift er eher weniger an. Er greift mehr in der Mitte an. Geht schon wieder. Ja. Frozen. Ist mies, weil man halt jetzt wieder wirklich jedes Mal einen Angriff abschließt. Ist jetzt wieder seine scheiß Eisballs und ich treffe gar nichts mehr. Jetzt momentan mit Kontern echt übel. So ein bisschen Mist gewesen. Hui, ausgewichen. Jetzt kommt ein Eisball wieder. Mhm. Nein, ich bin zu nah dran. Jo, das tut weh. Das war schön gekontert. Hoffen wir, dass es bloß so bleibt. Okay, beinahe vergessen, dass er dann kommt. Ah, sehr gut. Komm schon so, kloppen das Gelbe weg. Ich wünsche der Situation, ich hätte Tinkerbell dabei und könnte richtig fliegen. Also ich finde wirklich, auch wenn du halt nah rangehen kannst, klar, man könnte Tontaube, wäre glaube ich die beste Situation, ist jetzt zum Ausrüsten. Haben wir zu dem Zeitpunkt nicht gemacht. Aber mit Tontaube können sie noch wesentlich mehr Damage machen, als einfach nur mit dem Schlüsselschwert auf ihn aufzuprügeln. Jetzt sah es da richtig aus, ey, Alter. Ja, er ist sauer. Kann man verstehen, ne? Da noch knapp 2 Balken, 1,5 noch. Also nicht mehr viel. Und denkt sich so, Scheiße, Mann! Kommt dann. So, ausgewichen. Ja, wieder, glaube ich, langsam drin. Sehr schön, sehr schön. Letzter Balken, Freunde, der letzte Balken. Frozen! Au.
Ja, komm, komm. Jetzt zurück und nein, ausweichen. So. Au, Alter, der macht so viel Damage. Aber eben, Aerogar, sprich auf ein Schutzschild darf ich nicht einsetzen, weil sonst macht er halt keine Eiskristalle mehr, beziehungsweise halt zu groß, dass ich nicht mehr kommen kann. Was ja scheiße ist. Ja, was macht er jetzt? Frozen! Daneben. Wow, wow. Wow, 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 wow. Nö, 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 Kumpel. Nö, 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 nö. Zack. Aua. Jetzt halt die Frage, war, wie will man hier am besten kämpfen? Will man es so kämpfen, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt auf Nummer sicher, dass ich nicht jeden Kristall zurückschlage, oder beziehungsweise splitten natürlich, sondern einfach ein bisschen abwarte. Oder sagt man sich, nee, da geht mir schon lange genug auf den Keks, ich gehe auf jeden Splitter drauf, scheiß doch, dass ich Schaden nehme. Und dann passiert eben diese Scheiße. Wow. Aua. Der war doof. Frozen! Also, was ich krass finde, wie bereits erwähnt, dass ihr sowohl der Eistitan als auch dieser, sag jetzt mal, Steintitan von Hadeskörper auf Platz 1 kennt. Oh, ganz kurz heim. Dass die beiden ja Titanen von Hades sind. Die eigentlich auf uns losgeschickt hat, weil, ja, weil nicht so zufrieden mit uns ist und so, weil wir ein bisschen genervt haben. Aber ganz ehrlich, der Steintitan ist doch eine Lusche im Vergleich zu ihm hier. Gut, der Steintitan macht auch Damage, oder würde Damage machen, wenn er treffen würde. Was der hier abzieht, da ist er. Vor allem, man ist alleine, ohne Goofy und Donald. Gut, ja doch, wenn man es halt richtigen Abilities gibt und so, dann sind sie schon nützlich. Okay. Komm schon, Kleiner, komm schon. Noch ein paar Kristalle, es geht mir echt auf den Sack. Die Kristalle machen echt verdammt viel Damage, wenn sie zurückgeschlagen werden. Ui, und da. Okay, Schwein gehabt. Kein Matching mehr. Nein, wir brauchen Elixir. Wow, okay. Nein. Also, ich habe ihn schon tot gesehen. Alter, war das knapp. Zu knapp. Nein. Ah. Alter, jetzt will ich noch mal wissen, ey. Letzte Fünftel. Komm schon. Der muss gewesen sein. Yeah. Polaris ist down. Bye bye Eistitan. Oh, wir haben Kopfschmerzen. Okay, das kam jetzt leicht unerwartet. Diamantstab erhalten! Ein neues Schlüsselschwert, Accessoire, lalala. Der frostige Gigant. Oh Mann, oh Mann. Ja, wir sind hier Level 69. Das, mit ein paar Level höher wäre es sicher einfacher, Wellenangriff. Angriffskraft ist, ja gut, den sieht man natürlich nicht, weil ich es hier falsch aufgenommen habe. Vielen Dank, Michael. Vergangenheits-Michael. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber war ein schöner Kampf, kann man so weit schon mal, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat als eigentlich geplant, aber es war ein schöner Kampf. Polaris ist sicher einer derjenigen Gegner, die, ja, ich glaube, die haben Spamming erfunden. Würde ich das mal so in den Raum stellen. Aber eben, eigentlich ein guter Gegner, um das Kontern zu üben. Und ich glaube ja, wenn du halt diese ja, einen Gold Cup einmal gemacht hast, vielleicht auch Platin Cup, dann kannst du ihn dann nochmal machen. Ne? Also nicht irgendwie so von wegen einmal gemacht, dann für immer fertig und so. Aber egal. Ne? Hauptsache wir haben es geschafft. Was ich mir auch vorgenommen habe. So, ein paar Items, die wir sicher noch brauchen, vor allem im Kampf gegen Sephiroth. Kann ich auch schon mal ganz kurz darauf vorbereiten, die Items, die ich hier habe, die stimmen mit dem Kampf der Gleichfolge gegen Sephiroth nicht überein, weil ich habe Sephiroth von allen Bossgegnern
Gegnern zum Schluss gemacht. Also auch nach dem Typen in der Holobastion. Deswegen bitte nicht wundern. Und auch nicht, was er gleich für ein Level haben werde, weil gegen Sephiroth dachte ich mir so, come on. Obwohl, warte mal. Hä? Stimmt fast schon, die Items. Krass. So. Wir haben noch Löwenherz drin gehabt. Ich weiß jetzt das neue, was wir bekommen haben, ne? Diamantenstaub. Also. Magiemäßig nicht schlecht. Ich glaube, den hätte man gut gegen das Phantom gebrauchen können. Scheiße, hey. Ja, wenn man es halt wissen würde, wa? Also Diamantenstab, ich glaube, von der Reihenfolge her wäre echt Polaris als erster, beziehungsweise nach Kurt Caesar zu machen, besser. Also erst Kurt Caesar, dann Polaris und dann das Phantom. Hätte ich mal gesagt, so spontan. Aber jetzt erst einmal ab zu Sephiroth. Und so eine Aufnahme, die funktioniert, Freunde. Komplett. So, ihr seht, so Level 90, ich hatte keinen Bock mehr drauf, weil ich habe so oft gegen Sephiroth verloren, dass man dachte, nee, come on, jetzt trainiere ich so lange, bis ich endlich mal Esprit bekomme als Ability. Sprich, wenn ich getroffen werde, dann kriege ich halt Dings dazu, wir sehen sie gleich noch. Esprit, MP an bei Chance leiden. Ich habe damals beim ersten Part den Fehler gemacht, dass ich halt den Stab verworfen habe. Und deswegen kriege ich halt solche Items erst am Schluss. Ja, also Abilities halt. Deswegen kann man zuerst Esprit mit Level 90, aber ich glaube, es reicht trotzdem, weil ich brauche eigentlich nur Esprit. Tontage, Route-Tage auch sehr wichtig, Rollerschutz sowieso. Jo. Und ich habe natürlich auch noch keinen Ultima-Schlüsselanhänger, halt Löwenherz, weil ich finde es für meinen Geschmack am besten. Omega Dot, Runenreif und Zieradkrall, eigentlich alles mit ein bisschen, ja, sowohl viel Angriff als auch viel Verteidigung. Ich habe leider keine Elixier mehr und so. Und trotzdem relativ viel MP und LP. Und jetzt knöpfen wir uns Sephiroth vor. Sephiroth. Tja, Alter, jetzt darfst du noch, aber gleich nicht mehr. Also Sephiroth erstmal anvisieren, ganz wichtig. Und dann draufhauen. Ganz wichtig, Freunde, was ich vorhin vergessen habe. Moment, ich brauche gerade die Rutschattacke. Phase 1 haben wir hier. Lasst ruhig auf euch zukommen. Oder wenn ihr Flammenattacke einsetzt, auf ihn zurutschen. Jetzt macht ihr wieder den Scheiß. Hui, ausweichen und angreifen. Und vor allem ganz wichtig, Combo Plus, wenn ihr die Attacke habt, Ability habt. Nehmt sie raus, weil gegen Sephiroth bringt die nichts. Ihr müsst wirklich so die ganz normale Combo machen mit 3 Angriffen. Damit ihr ihn quasi, jetzt machen wir irgendwie noch einen Quatsch hier, damit ihr ihn quasi wie wegschlagen, was ihr ja gerade ein paar Mal gesehen habt bei mir. Das Problem ist, wenn ihr mehr drauf habt, also sprich Combo Plus, wenn ihr 1, 2, 3 Mal sogar drauf habt, und denkt, hey, ich kann ihn 16 angreifen, eine Combo, wie geil. Vergesst es. Der bohrt sich einfach weg und denkt sich, nö, kein Bock drauf. Nee, come on. Ups, war der falsche Move. Sorry, ich wollte einen Tontaube einsetzen. Ja, deswegen Combo Plus alle raus, damit man nur 3 Mal angreift und dann passt das fürs Erste. So, jetzt kommen wir auf mich zu, zwar angreifen können. Ja, das Problem ist halt, Phase 1 hier sollte man wirklich am besten abwarten, bis er einen Feuersturm einsetzt. Wie zum Beispiel jetzt hier, jetzt kann man Tontauber nutzen. Was auch, wie gesagt, schon Level 19 macht ein bisschen mehr Damage. Oder eben auf ihn zurutschen, was auch viel bringt. Aber man muss es im richtigen Timing, im richtigen Zeitpunkt machen. Man kann es auch jetzt so machen, um quasi einen Tech-Punkt zu generieren. Mal kurz warten, nochmal auf ihn zu. So, ist er weg. Das ist eigentlich perfekt, wenn er es so hinkriegt, dann ist er weit genug von euch weg, damit er nichts machen kann. Und ihr macht ihm trotzdem schön Damage. Oder eben warten, bis er jetzt davor zukommen würde. Macht er zum Teil auch. In Phase 1 noch. Da ist er noch ganz lieb. Wie jetzt zum Beispiel. Jetzt hat er zwar gerade einen falschen Move gemacht. Super. Ja, jetzt noch. Ab Phase 2 wird es. Die kommt gleich. Wir sehen schon einen Balken bereits. Und sobald der Balken weg ist,
Das ist quasi der erst sichtbare Balken. Jetzt denkt er sich, nö, Motherfucker aus. Jetzt zum Beispiel. Wenn er den Move macht, sofort unterbrechen. Das ist eine geführte Engelstechnik, wie man so schön sagt. Der ruft dabei sogar irgendwas von Power oder so, ich glaube irgendwas anderes. Auf alle Fälle, sobald er den macht. Wow. Kurz heilen. Ja, sobald er den Move macht, der relativ harmlos aussieht, auf ihn zurutschen, unterbrechen. Man könnte theoretisch auch Tontaube einsetzen, um ihn zu unterbrechen, aber ich habe das Gefühl, Tontaube trifft ihn ein bisschen zu spät. Weil, ja, warum unterbrechen? Ihr seht es gleich. Weil ich werde noch ein paar Mal in die Gelegenheit kommen. Ansonsten hier, oh Mann! Immer relativ gut ausweichen. Jetzt zum Beispiel, das hat wieder Glück. Feuersturm, abwarten, wann ist zu spät. Oh, jetzt macht er den Quatsch. Entweder könnt ihr blocken oder Tontaube einsetzen. Ich setze lieber Tontaube ein, obwohl, ihr dann ist zu spät. Man könnte auch Heilung nutzen. Vor allem, wenn auf einen... Er macht schon wieder. Glück gehabt. Vor allem, sobald in der Phase auf einen heruntergesaust kommt und der Himmel halt dunkel wird und so, da ist es nie verkehrt, wenn man, wenn man es halt drauf hat, kann man blocken, zurückschlagen und so, wenn er halt auf einen runtersaust, heilen. Oder eben Tontaube, weil man in dem Moment halt, unbesiegbar ist, wenn man kann so sagen, und nicht angreifbar ist. Er macht verdammt viel Schaden in dem Modus. So, nein! Oh, das war knapp. Also ihr seht, hey, mit Level 19, dann macht man trotzdem Probleme. Also der ist... Vor allem, ich bin alleine. Ich bin alleine gegen Sephiroth. Deswegen glaube ich ja, oder behaupte für meinen Teil, er ist der härteste Boss, auch im Final Mix. Wenn man alleine ist. Ja, wobei, er ist schwierig. Weil der andere Typ, der Unbekannte in der Holobastion... Ja, ihr seht es in der nächsten Folge, dann gehen wir ein bisschen näher drauf ein. Aber erstmal... Oh, ja, super. Falsch ausgewichen. So, man sieht schon seinen grünen Balken. Yeah. Oh, Phase 3, Freunde. Jetzt wird's ganz lustig. Jetzt, eigentlich läuft er jetzt bloß und macht noch ein paar andere Scheiße. Oh, der Meteoritenangriff. Am besten soll man dabei springen. Wenn sie, wenn die Meteoriten kommen, ausweichen. Was, ja, wenn man es kennt, kann man vielleicht besser machen. Arthur macht gerade die Genkidama. Heilen oder Tontaube. In dem Augenblick, wenn er den Move auf einen einsetzt. Weil es echt so, er sammelt da seine Energiesphäre und schickt Meteoriten auf uns. Oh, was macht er den dann? Schwertwirbel. Die blauen Kugeln im Ausweichen, Schwertwirbel kann man theoretisch blocken und direkt nachher angreifen. Theoretisch, ihr seht es, ich kann es gar nicht. Ich kann auf ihn zu und wieder angreifen. Bin ich froh, dass ich Esprit drauf habe, hey. So, blocken und jetzt theoretisch, jetzt hat er einen Fehler gemacht. Theoretisch, wenn dann da auf euch zugesaust kommt mit dem Schwertwirbel, könnt ihr blocken und direkt angreifen. Aber ich mache gerade irgendwie ein paar Fehler zu viel, sehe ich gerade. Ja, der Move kann auch noch. Noch weniger als ein Balken, Freunde. Und jetzt mache ich, glaube ich, den großen Fehler und lassen wir zu sehr ablenken. Weil wir gerade gleich tot, Alter. Ja, jetzt. Ne, ich kann rechtzeitig, gut. Da, er ist viel zu weit weg, ich komme nicht mehr rechtzeitig hin. Da habe ich einen Kreis um den Kopf und zack. Wäre ich fast tot gewesen. Eigentlich sollte man, weil man merkt, dass man nicht mehr rechtzeitig zu ihm hinkommt. Alter, das macht den Quatsch wieder. Tontaube Attacke. Sobald ihr merkt, ihr seid getroffen von dem Move, wie jetzt zum Beispiel wieder getroffen worden. Eigentlich müsst ihr jetzt schon ein Item einsetzen, Heil-Item. Ja, und den Kugeln kann man eigentlich ausweichen, indem man springt. Also machen wir den Quatsch wieder. Ich glaube, man merkt, dass ich Phase 3 vorher noch nie gesehen habe, war? Und jetzt zum ersten Mal gegen... Ja, da bringt leider nichts hier. Tontaube, bei dem Modus ist leider auch unbesiegbar. Heilen? Ja, das wird irgendwie anders gemacht. Ja, Magie bringt nichts bei ihm, Freunde. Also wirklich, wenn man Meteoriten einsetzt, Meteoriten ausweichen, abwarten, dann eigentlich Heilung machen oder so wie ich einfach Lucky draufhauen. Geschafft!
Sephiroth ist down. Alter. Und wir haben Ansenbericht 12. Gott sei Dank, ey. Sucher. Ich glaube, das ist für alle Ansenberichte. So. Ganz kurz noch, Freunde. Ihr seht es gleich. Es gibt, bin nicht ganz sicher, ob es Kingdom Hearts normal oder auch Final Mix ist, aber es gibt eine versteckte Szene mit Cloud. Die man aktiviert, sobald man hier wieder rausgeht. Ich habe nach dir gesucht. Gleichfalls. Solange du existierst, erwache ich nie aus diesem Albtraum. Du bist meine Dunkelheit. Ich bin ein Teil von dir, nicht wahr? Folge mir in den ewigen Albtraum ohne Licht. Jo, und das war's, Freunde, mit dem Kampf zwischen Sephiroth und Cloud, beziehungsweise mit dieser kurzen Sequenz. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten und letzten Part von Kingdom Hearts 1.5, beziehungsweise auf Kingdom Hearts 1, Final Mix, so wäre es richtiger. Dann machen wir den unbekannten Holobastion plus noch die alle Ansenberichte lesen und dann haben wir für meinen Geschmack 100% geschafft. Wie geil. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.